Und so wagen wir uns auf einen neuen Pfad. Hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Hallo Freunde, willkommen zurück zu diesem neuen Let's Play eines bereits bekannten Spiels. Neue Mitteilungen, Drachentor verfügbar. Das ist natürlich schön, momentan ein bisschen doof für mich. Ja, genau. Wir wollen jetzt hier also den nächsten Pfad an. Wir sind eben bereits vom Märchen schon gezockt haben. Wird es jetzt Zeit für Herrschaft oder Offenbarung? Ganz ehrlich, ich gehe da einerseits ein bisschen nach dem Schwierigkeitsgrad nach, andererseits aber auch eher nach, ja, wie soll ich sagen, nach dem Story-Inhalt. Und ganz ehrlich, nachdem wir da ja vom Märchen schon durchgezockt haben, es gibt schon ein paar Dinge, wo ich mich frage, WTF, was ist da irgendwie los und so weiter. Nur muss man ihnen noch erklären und das kann man natürlich nur machen, indem wir halt Offenbarung zocken. Ja, jetzt ist sowieso noch ganz witzig. Ich habe hier einen Punkt Pfad wählen. Der ist von dem her ganz interessant, weil ich kann hier direkt bei Kapitel 6 loslegen. Wäre eigentlich das Geilste. Problem ist, das klappt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich habe es bereits mal versucht. Das Problem, es ist der Schwierigkeitsgrad. Ich meine, da könnte man sieht es ganz kurz hier mal, wenn ich da Speicherdateien lade, zum Beispiel den hier. Genau. Mit den 2 Sternen, oder? Und dann natürlich Anfängerspiel, 2 Sterne ist eigentlich ein Schwierigkeitsgrad her. In diesem Sinne halt Mittel. Oder was schwer? Ne, glaub schon. Leicht, mittel, schwer war. Genau, und dann natürlich hinten dran Anfänger. Also ich würde es jetzt bei Offenbarung gleich haben mit dem Stern, das halt auf mittlerer Stufe ist, aber nicht Anfänger, sondern klassisch. Heißt, Besiegeinheiten sind für immer verloren. Das geht aber nicht, wenn ich hier Pfad wähle, weil ich kann da nichts auswählen. Ich kann mir einen Charakter und so weiter machen, einen Namen wählen, okay, aber, ja, Schwierigkeitsgrad, klassisch Anfänger kann ich hier nicht wählen. Doof. Und wenn ich das jetzt, ich habe es vorhin mal versucht, wenn ich das jetzt mache, bringt mir trotzdem nur das hier. 2 Sterne, Mittel, okay, wäre das, was er wollte, aber Anfänger statt klassisch. Und da dachte ich mir so, ich kann das nicht während dem Spiel ändern, das geht nicht. Du kannst runterstellen, aber höher geht nicht. Ein Anfänger oder klassisch kannst du auch nicht irgendwie verstellen. Deswegen machen wir alles nochmal von vorne. Also, nicht so weit von vorne natürlich. Neues Spiel. Also doch schwer, waren genau extrem. Genau. Also, das ist 1 Stern, 2 Sterne, 3 Sterne. Machen für erfahrene Spieler. Ich bin natürlich kein Experte, aber ein erfahrener Spieler. Klassisch. Genau, und jetzt wird's lustig. Wenn man der Punkt hier ein bisschen länger dauern dürfte. Ich bin ein Idiot. Ich hatte mir irgendeine Vorlage gelegt, weiß natürlich gar nicht mehr. Moment, ich hatte die Frisur, hatte ich bei Offenbarung. Vermächtnis, Mann. Herrscher, was mache ich da für. Sehen alle scheiße aus. Ich glaube, das mache ich bei Herrschaft dann, weil es sieht doch cool aus. Dann nehme ich die jetzt. Ich glaube, ich hatte überall schwarz. Kann natürlich meine eigene Haarfarbe wählen. Ja, wieso nicht? Gesichtstyp. Der hat irgendwie ganz seltsam aus mit den Augen. Bis jetzt so, Mann, was wollt ihr? Ich bin zwar ernst, aber geht mir alles auf den Keks. Bisschen wie Shikamaru aus Naruto, aber ist ein anderes Thema. Kann ich da mal den. Ja.
Gesichtsdetails. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal Muttermal hinzugefügt. Genau das hier. Ne, das hier war es, genau. Das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Mache nichts, mache eine Narbe ran. Die. Oder ein bisschen was von Kakashi, okay. Oder natürlich auch Zoro. Ja, so, Crocodile lässt grüßen. Das ist ein bisschen zu viel. Ich meine, es soll, ja, Gesichtsdetail, es soll eigentlich eine Deko sein, aber nicht gerade so, dass ich irgendwie. Weil ich kann es später noch umstellen, wa? Ja, komm, wir mal so eine Narbe. Oder? Oh, die Narbe, oder gar keine. Nee, komm, wir machen's mal so. Stimme? Ne, warte mal. Testen. I can always count on you. We're not done yet. Ready for this? Die wird eigentlich gut für Herrschaft passen, wenn wir schon ein bisschen reifer sind. I can help too. Aber es ist eigentlich auch ein bisschen heiter. Hey, I can always count on you. We've got this. Das ist normal, aber. Hey, Hey. it's over. Let's go. Ja, nehmen wir die. Statur haben wir, Frisur, das war nix, Farbe, okay, machen wir so weiter. Dann natürlich nicht Corin, das wäre zwar ein wusker Name. Jetzt haben wir hier natürlich unseren eigentlichen originalen Spielstand, also sprich, als Originalspielstand, nee, ist natürlich halt Offenbarung, deswegen ja der, wie ich vermutlich sagen würde, einzig wahre Spielablauf, also natürlich auch mein einzig richtiger Name. Ja, zumindest online. Michael, yes! Geburtstag, als ob das irgendwie wichtig wäre, aber okay. Was machen wir da? Stark? Kann ja Beherrschaft machen, wa? Machen wir intelligent, kränklich. Das würde aus aktuellen Anlassen ganz gut passen. Reizbar, schwach. Hä? Die passen stark. Ich wollte gerade sagen, stark und schwach passt doch gar nicht. Ungelenkig, ja gut. Langsam, glücklos. Unibaba, Wächter, Kleriker, Mönch, Luftritter, Schütze. Da spielt es dann gar keine Rolle. Weil ich mich selbst sowieso nie irgendwie umstellen, aber trotzdem, wenn wir es mal haben. Ritter. Oh, wieso nicht Ritter? Aktionen. Nö, kann sonst eben noch später noch anstellen. So. Ich würde mal sagen, das war wie gesagt, Vermächtnis. Wird eigentlich hier Herrschaft hinkommen, war? Hier in Offenbarung, nee, komm. 2 Let's Play, 2 das Lot. Passt. Prolog, der Weg ist dein. Der wahre Weg ist dein. Destined to seek life beyond the shore, just out of reach. Yet the waters ever change, flowing like time. The path is yours to climb. Dorian General, you face the High Prince of Hoshido, Ryoma. I challenge you to single combat. I will accept your challenge, High Prince. But I'm no general. I am Crown Prince Sander of North. Ha! 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 Episch wie bisher. Here I go. Was? Bin ich jetzt doof? Komm schon, Michael, wir haben noch einiges zu tun.
Achso, nee, ich wollte gerade sagen, jetzt doof, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass damals angefangen haben. Natürlich, es war ja die Mission. Dann hat er keine Chance gegen uns. Ja, ich bin Level 1 natürlich ganz geil. Und jetzt kommen die Hilfe. Nein, wir brauchen die nicht. Kann ich irgendwie deaktivieren? Ein bisschen schwierig werden, ich habe gar keine. Ja. Aber so gar nicht. Bronze wäre natürlich ein Vorteil. Angriff! So, mal ganz kurz etwas erklären, Leute. Zum eigentlichen Ablauf. Wobei Ablauf stimmt so gesehen ja gar nicht, weil es ist ja ein Fire Emblem Spiel. Ich meine, so gesehen werden es im Prinzip wie Vermächtnis zocken. Hoshido einfällt, weil die beteiligen im feigen Angriff auf meine Leute, Prinzlein. Wieder Waffen nieder und ergebt euch! Sollt ihr auch feigern, werdet ihr hier sterben. Genau, ich habe es eigentlich bei Dingen so gemacht, bei Vermächtnis, dass ich einiges gezeigt habe. Natürlich nicht alles, das ist klar, nur ein paar Dinge. Und ich will vor allem mal gucken, was hier halt so einzigartig ist an Offenbarung, was ich hier daher noch Besonderes zeigen kann. Es geht vor allem darum, ich will, wie bereits öfters mal erwähnt, alle 3 Fire Emblem Fates Teile zocken. Herrschaft kommt zwar ein bisschen später natürlich, aber trotzdem alle 3 Teile zocken und dass halt doch gewisse Dinge halt gleich sind, oder? Gewisse Paarungen, Kinder etc. oder sonst irgendwelche Ereignisse will ich die halt so gut es geht nur einmal zeigen. Natürlich, ich würde sagen, jo, das passt soweit super, das können wir weiterhin zur Hand haben, dann natürlich was anderes. So, ja, wir kennen es ja bereits alles, Leute, können natürlich alles überspringen. Und ja, haltet da alles erst Kapitel bereits kennen, machen. Ich denke soweit logisch. Und erst ab dann wird das Let's Play halt einzigartig im Sinne von großen Unterschied von Offenbarung zu den anderen beiden Teilen. Die Verbündeten, gute Idee. Halt durch, Mann! Ja, ich weiß, er tue schon, was er kann. Bis auf letztes Mal, lass mir deine Wunde heilen. Ja, ein bisschen, aber ich getroffen mit seiner Scheiß-Axt, obwohl ich im Vorteil war. Also mit Klasse wird natürlich lustig werden. Ja, ich kenne das Ganze, ja, Strategist und so weiter und so fort. Wobei ihm es ist ja klassisch ist normal, also da muss ich natürlich darauf gefasst sein, dass wir gewisse Charaktere abkrepieren werden. Aber natürlich bin ich darauf bedacht, dass es eben nicht passiert. Also mein Fokus liegt schon darauf, dass ich keine Charaktere verliere. Und vor allem, was nicht passieren darf, ist, dass ich irgendwelche aus der Königsfamilie verliere. Also wenn ich irgendwie so Königsstatus verliere, dann, oder auch Asura, weil sie gehört ja zur Königsfamilie dazu, muss ich halt die Mission nochmal machen. Das ist so noch eine... Ich meine, es kann natürlich sein, dass ich irgendwo eine Mission hier bei Offenbarung vielleicht Hinoka dazu bekomme. Wer weiß, vielleicht ist das so, vielleicht auch nicht. Und sie kapiert man dann und ich kann das Spiel auch ohne sie weiter zocken. Also sie ist gar nicht nötig, damit das Ganze abgeschlossen wird, aber das will ich nicht. So einfach ist das. Deswegen, also mit der Königsfamilie will ich das Ganze schon durchspielen. Und daher für mich noch eine kleine Zusatz-Challenge. Jo, während wir noch ein bisschen im Opening sind. Der Weg ist dann wohl ja ein Prolog. Was großartig, ja. Aber geht direkt weiter. Are you alright? Yes. You're not hurt, are you? Not shot. Oh. You have. Norian. Ja, ich bin euer aller Bruder. Das ist nichts Neues. Wake up, wake up! Jo. 2 Sterne, klassisch. Geil. Es hat lange gedauert, bis wir endlich hier sind, weil bis endlich das Let's Play gestartet ist. Da hat es noch ein großes Sorry von mir, dass es lange gedauert hat. Es hatte unterschiedliche Gründe. Königreich Nohr. Nördliche Festung. Wir sind zurück in Nohr. Bei unserer Familie, die uns alle lieben. Also der König, der ist scheiße. Und nicht so noch nicht so scheiße wie später. Warum ist er so scheiße? Time to wake up. Flora! Raus dem Federmila, Michael. Was ist los? Also pixelig. Hey,
Los, warte auf mich noch, Michael. Es ist Zeit aufzustehen. Felicia, ich hatte irgendwie einen seltsamen Traum. Da war es meine Frau und so, aber es war nur ein Traum, war? Kopfschütteln. Was passiert? Wo bin ich? Wovon redest du überhaupt? Es ist doch noch dunkel draußen. Ja, gut zu, Prinz. Es ist zwar dunkel, aber schon Tag. Ihr habt Unterricht. Ich nahm die Freiheit, eure Rüstung bereitzulegen und die Delen zu entfernen. Euer Bruder ist ein furchterregender Gegner, nicht wahr? Ja, schön. Ich bin aber immer noch nicht richtig wach. Geht von mir aber auch. Und dabei können wir auch helfen. Felicia, willst du mir bitte kurz zur Hand gehen? Yes. Ah, natürlich, Schwester. Was habt ihr vor? Kalt! Ich bin wach! Jetzt bin ich weg. Don't underestimate me. Also gehen wir im Eisklar mit Langschläfern um. Glaub mir, das weiß ich. Oh Mensch, ich schlafe doch so gerne. Vor allem ausschlafen. Da ist gesund. Der Mensch, der Körper braucht Schlaf. Und nicht so eine Schocktherapie. Ich wünsche nur, ich hätte wenigstens einen Traum zu Ende träumen können. Der war so schön. Naja, nicht alles. Da war seltsam. War König Gawain, den wir besiegt haben, der irgendwie so ein seltsamer Drache wurde. Die Waffen, die miteinander kombiniert sind. Und irgendwie kam ich aus Hoshido und nicht aus Nohr. Und es sind noch... Meine kleine Schwester ist gestorben, mein großer Bruder auch. Das war... Zum Glück war es nur ein Traum. Interessant. Sag, was für eine Art Traum war es denn? Ein Albtraum. Menschen, ja, außer wie Hoshido nannte mich ihren Bruder. Aber all meine Brüder und Schwestern sind hier in Nohr, oder? Da war das gar kein Traum. Na, Michael, vielleicht sollen wir ein andermal über euren Traum sprechen. Es ist Zeit zu gehen, Milord. Prinz Senna war da bereits. Oh, Sender. Stimmt. War das so ein crazy Traum, hey. Sender, er lebt. Es war nur ein Traum. Voll unfair irgendwie. Er kämpft auf dem Pferd, hallo? Typisch, Michael. Du besiegst den besten Ritter nur nicht, wenn du nur schläfst, Bruderherz. Gib's so schnell auf, Michael. Ich hatte mehr von dir. Du bist ein Prinz nur. Versuch es nochmal. Aber Sender, wir trainieren so hart, damit wir uns gegen unsere Feinde verteilen können. Vater folgt deinem Fortschritt, wenn du mich heute nicht besiegst, werde dir vielleicht niemals erlauben, die nördliche Festung zu verlassen. Hat er das wirklich gesagt, dass ihr Sind? Sind wir jetzt motiviert, wa? Dann nutzt diese Energie, um mich zu schlagen, kleiner Prinz. Niemals die Welt da draußen sehen willst, dann besiege mich. Beweise mir, dass die Zeit, die ich in ihr investiert habe, nicht verschwendet war. Ja, ich werde dich schlagen! Denn ich bin der Prince of All Saiyans! Der Prince of Hoshido! Ist ja egal. So, warte mal. Macht sowieso nichts. Oh, das ist doch unfair. Wir können ein bisschen Heilung vertragen. Die Drachenadern. Eigentlich voll fies, weil halten wir einfach mal. Ja, der Grund, wieso es lange gedauert hat. Einerseits wollte ich erst noch die anderen Let's Plays ein bisschen abschließen. Das ist aber nicht der einzige Grund. Vor allem aktuell nicht. Das Let's Play sollte schon irgendwie Anfang September beginnen. Es hatte auch aus Zeitgründen, zwischendurch aus gesundheitlichen Gründen zu tun. Weil, ja, ich auch nicht jeden Tag aufnehmen konnte. Manchmal sogar irgendwie nur einmal pro Woche oder so. Aber auch so ein scheiß Wetter, ey. Vor allem immer die ganze Zeit irgendwie warm und dann plötzlich mal ein paar Tage mal kalt und dann plötzlich hui. Also sprich irgendwie von 30 plötzlich wieder auf rund auf 15 Grad und so hoch. Also kein Wunder, wenn du irgendwelche Viren reinziehst. So, sind wir langsam fertig. Dankeschön, Sender. Das arme Pferd! Guck mal, Michael. Wieso, ich habe ihn getötet? Nein, mein Bruder, wie im Traum. Ein Traum, der nach Vermächtnis ruft. Level 2, yeah! Geil. Ja, ihr merkt schon, ich werde natürlich gewisse Dinge hier bis zu Kapitel 6 müssen überspringen, weil wir kennen es bereits. Das betrifft natürlich auch die Kämpfe.
Ich habe jetzt noch die Animation drin gelassen, wenn aber nachher werde ich die bis zu Kapitel 6 deaktivieren. Damit es auch ein bisschen schneller geht. Unsere Schwestern! Die Kleine und die Große. Wortwörtlich. In doppelter Hinsicht. You all right, dear? Wobei so viel größer ist Camilla gar nicht. Knapp im Kopf. Wobei Sender ist auch nicht gerade so groß. Naja, egal. Sie hat dafür andere große Argumente. Elise. I love you so much. Du, unsere Familie. Ach ja, Camilla hat mir auch überlegt, dass wir die dann in Herrschaft zur Frau nehmen. Oder das mal irgendwie versuchen. Oh, what? Yes. Und hier für Offenbarung haben wir natürlich auch schon überlegt, wer unsere Frau werden könnte. I'm so happy for you. Da frage ich mich eben noch, warum zum Henker Yes. kann ich, wenn ich den Pfad im Hauptmenü halt den Pfad wähle, nicht auch die Schwierigkeitsgrad einstellen? Das gibt doch irgendwie gar keinen Sinn. Yes. Ich kann mich nicht erinnern, dass man in den ersten 6 Kapiteln irgendetwas Besonderes machen könnte. Ich meine, klar, wir haben ein paar Level, wie wir gesehen haben, obwohl, wenn auch interessant war, wenn ich Pfad wähle, was hat man dann eigentlich für ein Level? Bin ich irgendwie Level 5? Oder bleibe ich auf Level 1? Natürlich auch fies. Ach so, vielleicht das, aber wieso ist es dann trotzdem noch schwer und nicht auf leicht? Ich habe echt das Gefühl, dass wenn du halt Pfadwählen machst, dass dann irgendwie die Einstellungen vom Schwierigkeitsgrad her vom letztgespeicherten Punkt ausnimmt. Oh. Das könnte man ja eigentlich mal bei Herrschaft testen, wa? Ob wenn ich dann bei Herrschaft nochmal das mache mit Pfadwählen, ob es dann das von Offenbarung übernimmt oder das von Vermächtnis. Je nachdem halt. Understood. Das wäre eigentlich mal noch interessant. So, Ganto, Yes. Stiff upper lip. Understood. Jacob, Ganto. Und ja auch alles Charaktere, die ich im Vermächtnis nicht trainiert habe und auch hier vermutlich nicht trainieren werde. Aus 2 Gründen. Zum einen haben wir, so wie ich gehört habe, eine ziemlich große Auswahl an Charakteren und zweitens will ich mir die eigentlich für Herrschaft aufsparen. So gesehen also. Hauptstadt von Noor, Windmire. Es sieht schon alles so böse aus. Ich meine, wieso verstehen das die Leute nicht? Vor allem unsere Geschwister. Wir müssen irgendwie merken, irgendwann mal, da stimmt was nicht, das ist alles so böse. Dass irgendwie was fehlt. Elise, komm mir halt, Michael. Ja, komm wir schon. Da ist er. König Gawain. Liegt vielleicht mal im Traum, aber so. Ich habe irgendwie so ein seltsames Gefühl bei ihm. Wie sehe, bist du sicher angekommen, Michael. Yes. Ja, Vater, ich sehne mich so lange danach, auch zu sehen, wieder in Schloss Krakenburg zu sein. Der Name, ey. Es fühlt sich an, als würde ich träumen. Dein Hiersein verdankst du deinem Fleiß. Man sagte mir, du seist nur ein Krieger, fast auf Augenhöhe mit Sender. Endlich besitze die Stärke, um ein Teil von Noors Macht in dieser Welt zu sein. Oh, Vater, wird er außerhalb der Festung denn überhaupt zurechtkommen? Yes. Das besorgt mich ebenso. Ist außer der magischen Barriere der Festung nicht so gefährlich für Michael? Listen. Mal wieder im Krieg mit dem östlichen Königreich Hoshido. Ja, Vater, ich weiß. Lalala. Ja, war doch nicht weniger. Ja, mir fehlt doch irgendwie eine magische Waffe. Ich meine, Liu hat eine. Okay. Der natürlich hat Sand auch eine. Das ist schon eine magische Waffe, okay, aber Magie einer anderen Welt inne wohnt. Gangleri. Eine andere Welt. Das hatten wir aber bei Vermächtnis hier auch. Aber die andere Welt, so gesehen, also wir haben ja eigentlich nie wirklich erfahren, woher die Waffe stammt. Ja klar, hier steht eine andere Welt. Aber was für eine andere Welt? Wie wurde sie geschmiedet? Wer hat sie geschmiedet?
Vielleicht werden wir das hier noch erfahren. Und vor allem, wer war immer dieser seltsame Kapuzentypi? Thank you. Du. Now. Sir! So viel Majestät! Gefangene? Oh, ja. Wir erinnern uns. Case, du lebst wieder! Listen well. Das nur, weil ich damals diesen verdammten Rang A-Support nicht rechtzeitig hatte. Oh mein Gott, das sind Rinka und Case! join you. Yes. I am Rink. Michael, kann das sein? Ja. Komm, Let's Play-Kanal, kennst du mich vielleicht? Ja, schön, das sind Drachenader. Mann, bist du geil. So, Optionen kann ich. Stellen wir mal aus. Kann man auf schnell stehen, wa? Auch bis Kapitel 6 halt. Gefangenzone, Tutorials. Ja, wir auch aus. Verwirrend. Ja, dann, let's go. Der Schutt muss weg. Heilfeld. Das klingt schon mal geil. Konzentriert euch mal, Lord. Ja, ja, ich bin dabei. Verluste. You see. Oh, ich war noch gerade. Jetzt zocke ich hier. Anderen Schwierigkeitsgrad. Sind ja gerade dabei. Welcher war's? Verluste. Wenn Minecraft klassisch besiegt wird, ist das Spiel vorbei. Okay, ja, deswegen war's, war. Vermächtnis hatten wir, wie gesagt, auf, ja, sagen wir es mal, Anfänger. Und dort waren wir nicht verloren. Wo wir auch mal besiegt wurden. Daher doch noch interessant. So. Naja, bis sie da sind, dauert sowieso noch ein bisschen. You see. Ja, ja, ich kenne das Waffendreieck, verdammt nochmal. So, natürlich sind die ein bisschen stärker, deswegen ja auch ein bisschen gefährlicher. Der hat einen Katana plus eine Keule, nicht wirklich bedrohlich. Bedrohlich vor allem. Der ist bedrohlich. So, mal gucken. So, das geht ganz gut mit denen. Wonach kommt Katana? Ich überlege gerade, soll ich... Na, stell ihn mal hier hin. Voll spannendes Spiel aussitzen. Wie es immer klingt, hey, Spiel aussitzen. Au, ouch, ouchi, ouch. Bisher geht die Strategie noch auf. Hey, das wär's mal, war in Kapitel 1 schon krepieren. Ja, dann habe ich definitiv einen richtigen Schwierigkeitsgrad gezogen, war. Und Rinka ist fast down, lalalala, das finde ich nicht so cool. Das Gehalt wurde er wieder. Das war's mit Rinka. So, natürlich Case noch. Das ist uns eigentlich bekannt vom Schaden her, aber sieh mal dahin stehen, ist gar nicht mal so eine doofe Idee. Bin ein bisschen geheilt und sie heilt sich auch. Lalalala.
Wie gesagt, Gunther kann ich trainieren, Felicia vielleicht. Mal gucken, was wir noch als Alternative kriegen. Ja, toll. Wer bereits im Arsch. Gleich mal an, kriege ich 4 Schaden. Das geht eigentlich noch. Ah. Ich kann kombinieren, aber geht ja gar nicht. Da geht noch gar nicht kombinieren. Und der ist platt. Und ich hatte das nächste Level. Level 4. Jetzt brauche ich erstmal ein Bier. Ich bin nicht mehr im Heilfeld. Verdammte Scheiße. Jo, wenn wir mal sagen, Leute, das hat mal mit dieser gelungenen Einstiegsfolge zu Fire Emblem Fates Offenbarung. Nächste Folge dann natürlich erst noch Case platt machen und dann mal schauen, was sich dann ein bisschen ändern wird. Weil ich kann mich erinnern, in den ersten beiden Kapiteln, ich glaube sogar in den ersten 3 Kapitel, die, naja, also, ich glaube, da war noch das eine oder andere, was etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas Prägendes haben könnte für den Spielverlauf. Mit Tanzen und so weiter, aber ansonsten ist jetzt recht die Frage, was ist so speziell, dass man auch als Alternative hätte Pfadwellen machen können. Hm? Also was wird uns irgendwie erwarten? Was wird noch Spezielles passieren in den ersten 6 Kapiteln? Was uns im Verlauf der Let's Plays noch als wichtig erscheinen wird. Das wird es mir natürlich wieder mal das nächste Mal hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao zusammen.